So, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Nein, Schild. Haha. Pokémon Schild spielen wir. Mein Team sieht folgendermaßen aus. Richtig, ich habe noch kein Dings gefunden. Kein PC. Ich hoffe, das ändert sich jetzt dann gerade. Hey, Nutanaf, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Bezweifle ich. Dich hat sicher auch schon im hohen Gras wie aus dem nächsten Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durchs hohe Gras schleichst. Wenn du das Gegenteil erreichen willst und unbedingt gegen wieder Pokémon kämpfen willst, dann pfeif einfach ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich dir einen kleinen Trick. Probier einfach mal, auf den linken Stick zu drücken. Ach übrigens, ab jetzt zählst du dann ab, wer die meisten Pokémon-Feld gewinnt. Da bin ich so bis vor voraus. Wenn beide den Brasburg-Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer wer hatte. Du weißt ja, welche Bahnhof ich meine, oder den wir in einem Brot abgeholt haben. Bruder, ich habe gewonnen. Haha. Verarscht. Ich wollte gar nicht von dir. Oh. Also, machen wir das Rennen zum Brasburg-Bahnhof. Ich hätte gesagt... Du, hallo? Oh, hoi. Tschüss. Mario. Ich bin gut scheiße. Nein, ich wollte eigentlich wirklich nur zum Bahnhof rennen. Und wenn wir endlich mal über die Story ein bisschen vorwärts kommen, dann wir endlich mal auch im Brasburg ins Pokémon Center kann, mein Zeug umtauschen. Hoppala. Und äh, alle verarschen. Oh. Das leuchtet so schön. Die so leuchten, die wollte ich unbedingt anschauen. Die haben sicher etwas Spezielles an sich. Und dann haben sie spezielle Attacken oder ein spezielles Level oder irgendetwas steht da anders. Darum wollte ich das mir auch ein bisschen genauer anschauen. Oh, Level 7. Hoch. Gegenstoß oder Tackle? Nehmen wir mal Gegenstoß. Sollte ich eigentlich gut länger im Sinne von, dass ich ihn nicht umbringen. Okay. Silberblick. Ich würde sagen, wir machen noch so einen. Ein Gegenstoß. Pixar, okay. Stark. Aber ich schmeiße mal einen Ball. Ich will nicht schauen, was das für ein Viech ist. Beim letzten Mal hat es ein schlechteres Wasser gehabt, aber ein bisschen höherer Level und vor allem Attacke Ruhe Ort. Das wäre schon geil. Und ich schaue es mir mal an. Ich weiß nicht, ob es sonst Ruhe Ort kann erlernen oder Standpauke. Was ist denn das? Ah, das ist doch Dings. Westgegner ist ein Pokémon. Was? Oh. Westgegner ist Pokémon als für einen Standpauke den Kopf und hat einen Spezialangriff. Ja, besser als Sandwirbel wird es sein, aber. Ah, da noch rechts habe ich es. Spezialangriff 13, höher sogar, ja. Bitte schön. Gegenstoß 50, das ist 55, ja, Gegenstoß weg. Ich bin nicht einer, der jetzt 2, 3 Unlichtattacken braucht, just in case. Eine lenkt mir. Wow, eigentlich hätte ich beide sollen nehmen, falls die anderen Pokémon mehr Spätstef oder mehr Def hätten. Aber die habe ich eh nicht auswendig, darum egal. Und das ist ja nur ein Gegenstoß, das war vor allem NTM. Heisst, ich kann sie jederzeit wieder beibringen. Aber verdammt, habe ich mir das Ding anschauen. Zuerst, wohin soll ich den Bericht mal anschauen, bitteschön. Und zwar hat es letztes Mal ein schlechtes Wesen gehabt, höheres Level und Ruheort. Neutrales Wesen, okay. Es kann Rückenwind das mal. Dort, die Initiative werden vor allem meine Pokémon im Team für ein paar Zeit erhöhen. Nein, unwichtig. Für mich. 140 Watt. Ah, darum habe ich Watt bekommen letztes Mal. Einfach wenn ich so ein spezielles Pokémon sehe, komme ich Watt über. Was ist Watt? Und das Sticker unten links ist irgendwie für Kommunikation mit anderen Spielern. Das heisst, wenn ihr mich suchen und Helen ab, dann seht ihr, dass ich ein Mikro gefangen habe. Der Ball ist geschrieben und Helen ab. Egal. Entschuldigung für das Geräusch. Salut zusammen! Ich kann eigentlich nur hier wollen. Zuerst ganz schnell heilen. Weil der Trick, dass man ein Pokémon einfach vom Team auf die Box tut und wieder zurücknimmt, dass es dann geheilt ist, funktioniert nicht mehr. Ich bin empört. Aber ja. Okay. Das erste Mal bin ich empört, dass ich den Typ hatte und nicht den Bildschirm. So.
Jetzt habe ich hier ein Carpador Level 6 und eins Level 7. Jetzt müssen wir die mal schnell anschauen, ob das vom Wesen her etwas ist. Nö. Und spitzt der Angriff ab und die Initiative auf. Hm. Was jetzt du mein Favorit? Du sicher nicht. Also. Weg. Carpador freigelassen. Okay. Dann haben wir hier noch ein Carpador. Und. Du. So. Du bist auch okay vom Wesen. Du bist neutral. Du bist scheiße. Okay. Das weg. So. Weg. Das weg. Ja. Das weg. Okay. Da habe ich wieder eins. Carpador. Jetzt haben wir noch zwei Micro wieder gesehen. Muss schnell anschauen. Einer Level 9, einer Level 7. Du bist Wesen neutral, du auch. Attacken ist noch ein Unterschied. Klauen wird Rückenwind. Interessiert mich nicht gross, darum weg. Kann ich überhaupt schon? Bericht. Nein. Meine TV habe ich eigentlich anschauen. Naja. Nein, ich sollte es noch nicht freilassen. Hätte es noch nicht so freilassen. Es könnte das 100er sein. Ja. Egal. 8, 7, 6, 2, 4, 9, 6. Okay, das ist ja alles Level 9 geworden da. Boah. Bewegen wir mal hier hin. Jetzt sehen wir mal ein bisschen, wie ich am Vorgehen bin hier oben. Tak, tak. Ich hab's auch Level 9, da kommst du auch wieder rüber. So. Jetzt, du bist auch Level 9, du kommst auch hier hin. Das sind so die Level 9 Reihen da. Jetzt wird alles, was nicht Level 9 ist, mitnehmen. Level 8 können wir mitnehmen. Level 10 tun wir hier runter. Level 9 tun wir wieder hier ab. Level 9 und Level 6. Okay, und noch 3 mitnehmen. Das ist Level 9, nehmen wir den mit. Ups, Entschuldigung. Dann, damit wir ein bisschen die Typen noch ein bisschen verteilt haben. Der hier noch. Und der. So. Einverstanden? Gut. Wir gehen. Jetzt ist so ein Carpador an erster Stelle keine gute Idee. Darum tun wir noch die Wurzel erst stellen. Ist keine viel bessere Idee, aber das Ding muss trainieren. Okay, wir haben wieder ein neues Ding. Wir haben ständig neue Menüpunkte. VS. Die Daten der Spieler, mit denen du über lokale Verbindung begegnet bist, werden ausgewertet. Ich habe keine Spieler gehabt. Ah. Da kann ich so Turniere teilnehmen. Oh, krass. Okay. Interessiert uns noch nicht? Machen wir sicher mal. Da unten steht übrigens immer noch, was du gerade machen musst. Begib dich zum Kasbuchi Bahnhof. Okay. Cool. Mit meinem neuen Team geht's weiter. Da. Oder dann, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich habe mich gerade richtig gut geschnappt. Das wird ein neues Asset-Erbe. Und wie viele neue Pokémon hast du? Aha, 1. Dann ist mir gleich auf, Rivale. Ach so, der ist Strecke dort. Ja, super. Insgesamt habe ich natürlich viel mehr als du. Sternenstopp, okay. Du hast es halt aber Thema in Tasche. Stehst Sterne vor dem die stets treffen auf gegnerische Pokémon. Hier nur dieses eine Thema, mit dem kannst du Pokémon Durchzug eine Attacke beibringen und sogar Zorte einsetzen, wie du willst. Zieht der 4. Generation. Nein, warte, zieht der 5. Generation. Ja. Glaubst? Okay. Diese TM, vor den noch mehr machen. Diese TM hier habe ich übrigens mal ein Dandelion bekommen. Sind starke Sternschauer. So, jetzt soll ich aber uns mal von die wirkliche Engine City. Ja, Mann, eine City im Namen. Engine City machen oder Engine City machen. Wo die Raffungszeremonie der Einheitsstellen stattfindet, wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's. Engine City. Was mich aber jetzt noch ein bisschen interessiert ist, wer für meinen Sternenschauer in Frage kommt. Komm, 60 Spezial kann man brauchen. Wo sind meine Stats? Da. Nein. Stats? Ah, da. Spezialangriff 9. Oh. 10. 7, 14. Nee, das Ding ist scheiße. Vielleicht finde ich das Raffel unterwegs nehmen. Nein. Oh.
der Angriffswert geht noch auf. Also Loturzel anschauen. Loturzel und Kleptifuchs. Und vielleicht noch ein bisschen Sensekt. Okay, nur Kleptifuchs kann es erlernen. Okay. Anstelle vom Rutenschlag. Mikro können es auch erlernen, aber wie gesagt. Also ich hoffe, ich habe keinen Scheiß verzählt mit dem. Speziell. Okay. Das haben wir einen Kreisli erkannt. Links unten, wo die Statistiken sind. Jetzt 65 für die Stärke und die Kreisli oben dran haben geheißen. Speziell, genau. Hopsmutter. Moment, ihr beiden! Ah, beide Mütter. Ma, was machst du denn hier? Hast du Mimian von Tildo geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reise gehen würdest. Professor McNullica hat jetzt verraten, dass ihr von ihren Zug nehmen wollt. Hier, das ist von mir bei der Nachreise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Ja, Mann, es Zeltbüro. Du verschaust das Zelt in der Tasche. Mit diesem Set ist es möglich, in Naturzone sowie in anderen bestimmten Orten ein Zelt aufzuschlagen und dort zu kochen. Oh, cool. Und da ein Partner-Pokémon auf eurer Seite gibt, das nichts, wovor ihr Angst haben müsstet. Danke, Mann, freue mich schon mal auf den Tag, an dem ich ein nächster Champ werde. Dann sind meine Kinder beide echte Champs. Das sind deine Kinder. Achso, ja, stimmt, ja zwei. Stell dir das nochmal vor, das gab's noch nie. Wenn du das sagst, dann kann ich dir auch eine gute Reise wünschen. Bis bald, Mama, macht uns keine Sorgen um uns. Wir sind starke Sieger. Ja, muss ich. Und Raphael dort würde helfen. Und Hopp würde mir Sorgen machen. Aber jetzt haben wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke drin und noch mehr starke Pokémon. Raffel, wenn wegen Pokémon, wegen Raffel. Das macht mir noch Sorgen, dass es ein Init aber hat. Es sieht aber so fett aus, dass es bei Init gar nicht so drauf ankommt. Ich warte mal ab. Ich habe das Gefühl, jetzt noch richtig los. Komm, brechen wir auf, Notieren ab. Ich breche dir jetzt die Arme, der der Latz out ist. So sehen Züge in Japan übrigens nicht aus. Aber wir sind noch in England. Rund um Ancient City versteckt ist die Naturzone, wusstet ihr das? Nein. Die Naturzone ist total cool, da streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. Oh. Außerdem kann man darin campen und angeln und total aufregend. Was seht das? Achso, war. Total aufregend. Okay, so Zugfahrt wird die Zukunft rausschneiden. Aber ein kleines Modell. Hey, Sally. Entschuldigung, sind Sie noch der Bahnhofvorsteher, oder? Wir wollen eigentlich nach Ancient City. Warum halten wir jetzt am Naturzone-Bahnhof? Tut mir leid, Junge, ich hätte Wolli blockiert gerade die Gleise. Ist immer die hure Voltilam. Jetzt hast du leider erstmal Endstation. Okay, verstehe ich. Verstehe. Zum Glück, Glück im Unglück, würde ich sagen. Glück im Unglück? Deine Naturzone ist riesengroß, da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, heute und den Tellern ab. Genau, wir machen irgendwo alle beste Team der Welt zusammenstellen kann. Okay. Jum, ich hab durchgefräst. Achtung, kommt nochmal. Wohin möchtest du mit dem Zug fahren? Nein, nie nachher. Mit den Leuten reden. Ich hab noch ein bisschen Jum, da ist sie wieder. Hopp, fress. Jam. Hallo. Dann sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Evoli auf Reisen warst? Nee, das muss ich mal gebildet haben. Dann hat sich alles erledigt. Vergiss es. Nein, ich habe das Pikachu gehabt. Kann man sagen, dass du bitte Pikachu auf Reisen warst? Ja. Nee, die muss ich mal Geld haben. Zu gut, vergiss es. Das ist bestimmt Pikachu. Apropos bestimmt, die Sache. Alle die das Spiel vorbestellt haben, beziehungsweise Frühkäufer, die es noch bis zum 15. Januar kaufen, können bis an diesem Tag einen Geschenkcode einlösen. Das Ganze macht er. Oh, Camping. Hier, bei Geheimgeschenk. Geheimgeschenk erhalten, per Internet empfangen, in der Verbindung herstellen und nachher kommen wir dann noch bis zum 15. Januar folgendes Geschenk über. Du bist jetzt mit dem Internet verbunden. Und zwar Giga Dynamax Mauzi. Plopp. Ja, wir bekommen ein Mauzi. Und zwar ist das ein spezielles Mauzi. Das Mauzi kann sich auch Dyna oder Giga Dyna maximieren. Für diese Fähigkeit haben wir es schon machen gehabt. Andere Mauzis können das nicht. Das schon.
Für Matze wurde ein Deckelbruder angelegt. Es wäscht sich regelmäßig das Gesicht, um die Münze auf der Stirn sauber zu halten. Es hat kein gutes Verhältnis zu Mauzi außer Gala. Mauzi? Okay, aber wir haben jetzt aus der Box ein Mauzi. Was ist das eigentlich jetzt? Bei Pokecamping kannst du mit deinem Pokémon spielen und mit ihnen essen und so Freundschaften zu vertiefen. Wenn du viel mit deinen Pokémon spielst, kann es sein, dass sie im Kampf sogar noch mehr für dich ins Zeug legen. Das kann man sich jedes Mal einen Angriff überlebt, wo man eigentlich gar nicht würde überleben, so mit dem KP. Das für die giftigen Mal so einfach heilen, dass die Angriffe ein bisschen mehr Schaden machen. Wollte ich nicht. Ich spiele mit einem Joy-Con-Controller. Ich habe aber einen Pro-Controller. Entferne den Joy-Con vom System und schwinge ihn, um den Pokéball zuzuwerfen oder den Pokewedel zu schwingen. Bist du geschickt im Umgang mit dem Pokewedel, kannst du die Aufmerksamkeit der Pokémon erregen. Erregen. Schlägst du in der Naturzone der Pokécamp auf, kannst du dort mit bis zu 3 anderen Trainern spielen. Es kommt vor, dass Leute um Pokémon, denen du noch nie zuvor begegnet bist, dein Camp besuchen. Das ist die perfekte Gelegenheit für neue Bekanntschaften. Also können die dann mitnehmen? Aber irgendwie bin ich da in einem komischen Raum. Oh, hi! Hoi. Hoi, hoi, hoi. Carpador? Hoi. Der Turzel. Kleptifuchs. Spielzeug. Oh. Wadler. Oh! Okay, Knurr campt. Wie gesagt, ist nicht so mein Ding. Was? Erfahrungspunkt? Nein! Dann sowieso nicht. Sag mal, sie die fucking Pokémon trainieren? Meine Kinder geben Trainern, die ein Let's Go-Abenteuer bestritten haben, ein Geschenk. Was aber ein Let's Go-Abenteuer überhaupt? Weißt du das zufällig? Hey! Han ich? Da? Ach so. Ich spiele auch auf Freunde in ihrem Account. Scheiße. Ja, dümmer gelaufen. Aber auch auf meinem Account spiele ich etwas beziehungsweise anderes Spiels, aber ich würde noch zeigen, was man dort bekommt, versprochen. Willkommen beim Super Markus, was möchtest du hier tun? Schau, was du so hast. Oh genau. Ja, geil! Alle einkaufen! Ja, ich gebe Geld nur für Pokéball aus. Quicker! Hallo! Je weiter du in der Naturzone vordringst, desto stärker werden die Pokémon, denen du da begegnest. Wenn du im Kampf Schwierigkeiten hast, dann benutzt du einfach eine Poképuppe. Wow! Wow! Früher hat man die nicht so verwendet. Egal wie stark ein Pokémon ist, wenn du bei der Reichhandschreitchen weitere Fortschritte machst und Orden sammelst, wirst du es irgendwann fangen können. Okay, das ist so ähnlich wie im Xenoblade zum Beispiel. Du hast auch deine grosse Area und wo deine kleinen Pokémon und deine kleinen Monster rumlaufen, aber halt auch riesen fette Klötze. Und die hast du dann noch nicht besiegen. Wow! Und das geht mal episch aus. Naturzone. Erinnere mich ein bisschen an Safari-Zone und so weiter. Mal schauen, ob das der Fall ist. Wow, das wird ja schlechter, der Kamera-Dingsbums. Soll ich deine Pokémon fit machen? Ja, mach's mal. Dann nehme ich deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Deine Pokémon ohne Gehalt. Viel Glück und pass auf euch auf. Wow, Kiste. Okay. Genug Kiste angeschaut. Schau mal. Ja, schön ist's. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Ancient City. Engine City. Nein, da kann ich nicht, muss Ancient City sagen. Ist doch ein ganz schönes Stück bis dahin. Wie viele Pokémon wir wohl entdecken werden, bevor die Stadt erreichen? Hey, das ist ja Sanja. Was? Meine Oma hat mir vorhin ziemlich den Meinen gegeigt. Nennen wir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Taten gehen sehr frei sind und was stellst du mit deinem scheiß Leben an? Das hat die hure alte Sack gesagt? Ja, aber macht deshalb keine Sorgen, das ist mein Problem. Das Pokémon mit dem Wald begegnet sei, das gebe ich mir auf den Kopf. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja an einem anderen Licht, wenn ich es rausfinde. Als Erwachsener man so echt nicht gleich, wie es aussieht, kann ich es Liedli von singen. Besides, ich kann nicht singen. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So, ich komme wenigstens ein bisschen in die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit. Jetzt hier mal der hohe Mantel, aber ich hatte ihn nicht gern. Frische Luft, das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder angeln zu gehen und zu campen.
So, ich grase jetzt mal diese rot leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ah, das sind so Raid-Punks. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hop beginnt. Und das Tutorial hoffentlich gleich hört. Ich hoffe, Hop weiß, worauf es sich da einlässt. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Und gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon dynamaxinieren. Vergiss das nicht. Ja, mit einem Armband. In der Naturzone findest du hier und da Stellen, an denen rotes Licht auf den Bogen dringt. Dort handelt sich Dynamax-Pokémon auf. Aber bevor du deine Nase aus diese Löcher steckst, sollst du absolut sicher sein, dass du da wirklich bereit bist. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt. Oh. Yes! Ist es das, was ich meine? Du bestellst Pokémon-Box in der Basis aus der Tasche. Pokémon-Box. Ermöglicht jeden Zeitzug über die PC-Box im Pokézentrum Pokémon abzulegen und Teams aufzunehmen. Ja, genau, das habe ich wollen. Du kannst die Pokémon-Box dazu verwenden, auf deine C-Boxen zuzugreifen. So kannst du die Pokémon aus einem Team mit den Pokémon aus den Boxen austauschen. Wähle bestimmte Menü Pokémon aus und drücke die Taste, um die PC-Boxen zuzugreifen. Das ist eine Pokémon-Box. Damit kannst du Pokémon lagern und sie bei Bedarf wieder in ein Team aufnehmen. Praktisch, oder? Schnapp dir so viele Pokémon du kannst und fülle deine Pokédex. Aber jetzt gab die Naturzone mit dir. Das Abenteuer ruft. Darf ich endlich anfangen? Bitte. Ah, du hast das Pokémon Center gehabt. Danke, dass ich endlich etwas machen darf. Juhu! Und natürlich kommt es gerade schiffen. Ah, viel besser. Sorry. Bin nass gewesen. Da. Und das schifft wieder. Okay. Ich nehme mal an, andere Pokémon kommen je nach Wetter. Oh, Onyx. Du findest ein Glas Honig. Süßdufte der Honig, den Pokémon gesammelt haben, ist von geringem Wert. Du findest eine Notiz. Die großen Pokémon, die deine Naturzone umschreiben, sind äußerst stark. Wenn du im Kampf feststellst, dass du nicht gewinnen kannst, dann nimm rasch die Beine in die Hand und versuche zu fliehen. Du findest ein Glas Honig. Immer wenn etwas so blinkt, ist da etwas. Da ist noch etwas. Du findest einen Pokéball. Ja, geil. Hey, da kann man endlich erkunden. So ein bisschen Open-World-mäßig. Kann man Bäume erkunden? Nein, aber das da. Du findest eine Kraftwurzel, eine bittere Wurzel, die KP des Pokémon um 120 Punkte auffüllt. Boah, befindet jetzt schon so etwas. Krass. Hey, Onyx. Bist du stark? Ein Onyx erscheint. Wow, es wirkt extrem stark. Loturzel, du schaffst das. Es schifft. 26. Loturzel, wir haben es gesehen. Doch gescheitert. Nein, 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 nein. Flucht wird in das Riff senken, dafür sind Angriff von Abwehr rauf. Flucht. Danke. Loturzel, du bist ein Champ. Was kann Loturzel überhaupt? Beutel? TM kann ich von der lernen. Okay. Okay, das Biest ist ein bisschen stark gewesen, das Onyx. Aber hoffentlich hat es da auch Pokémon, die ein bisschen mehr in meinem Bereich sind. Die KP deiner Pokémon werden aufgefüllt, wenn du im Kampf für sie kochst. Auch die AP, die sie benötigen, um Attacken auszuführen, werden wiederhergestellt. Ja, selbst kampfunfähige Pokémon werden mit einem leckeren Curry wieder munter, also rüttle fleißig Bärenbäume und sammle ganz viele Beeren. Was? Wo sind wir ins Pokécenter? Das ist ein Bärenbaum. Willst du schütteln? Dann musst du schütteln. 2 Pirsif-Beeren purzeln herunter. Es ist bereits zweimal etwas vom Baum gefallen. Weiter schütteln. Die Amarena-Beine und eine Sindelbeere purzeln herunter. Es ist bereits 4-mal etwas vom Baum gefallen. Der 2 Pirsif-Beeren und eine Sindelbeere purzeln herunter. Es ist bla bla bla. Ich schüttle einfach mal. Oh. Das habe ich gewollt. Es Raffel. Es will das Raffel erscheint. Es sollte eigentlich nicht so stark sein. Komm, Loturzel. Es schifft. Der Boden ist elektrisch geladen. Erstauner, Absorber, Aquaknarre. Das ist eine gute Attacke. Aquaknarre, los! Oh, stark. Und weil es regnet, werden meine Wasserattacken verstärkt. Beweis, Absorber wird jetzt nicht so viel abziehen. Aber auch schon etwas.
Aber vor allem tut es mich ein bisschen aufheilen. Das war so meine Intention dahinter. Raffel wird jetzt nochmal Tackle einsetzen. So. Ich tue mein Pokémon wechseln, weil ich wollte jetzt sterben unbedingt. Ich nehme mein eigenes Raffel. Es geht ein bisschen lang, die Wechselanimation. Kann man glaube ich so sagen. Biss, okay. Ich habe auch Biss. Es sollte ziemlich genau gleich viel KP abziehen wie Tackle. Und Biss hat Stärke 60, Tackle hat Stärke 40. Aber ist eine normale Attacke und somit komme ich den Step-Bonus über. The same type Attacker-Bonus. Also eigentlich ist ein Star-Bonus, nicht ein Step-Bonus, aber komm, die Attacke hat Step, du weißt was ich meine. Level-Ups bekommen, Micro Level 10. Hui, 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 die wird stark. Pokémon liegen in der Nähe, haben wir alles was heruntergeladen gestürzt. Was? Haben jetzt aber das Zeug bekommen, oder nicht? Okay, das wo durchdrücken. Einfach, dass das Zeug mal. Nein. Ach so, das ist so der Dings, das Riskante. Man kann schütteln, aber wenn man 2 schüttelt, kommt das Pokémon runter. Und dann hat man gehabt. Okay, probieren wir mal und sag kein Bier mehr. Okay, langsam fange ich an, die Zone zu begreifen. Das soll ich nicht wählen. Pokémon? Box. Aha. Was bist du Level 5? Okay. Dann wir das Level 10 Mikro gerade auswechseln mit dem Level 5 Malzi. Und das Level 10 Mikro mal hier runter. Das Level 9 Reihe sein, genau. Okay. Okay, jetzt sollte ich mal etwas probieren. Ich kann campen und mein Zeug heilen. Ist nicht so der schönste Ort zum Campen. Mit Hellacap campt jetzt. Warum das Bild? Okay, es ist immer noch nicht schön, aber es ist schon mal besser, als das, was wir in dieser komischen Gegend gesehen haben. Und kann ich rufen? Was kommt denn? Robin und Loturzel kommen. Spielzeug zücken. Hui! Ja, wer spielt mit dem Pokéball? Ja, wer spielt mit dem Pokéball? Ja, wer spielt mit dem Pokéball? Du offensichtlich nicht. Irgendwie griffen sie mich auch, ja. Hey! Ja! Lauf, Kleptifuchs, lauf! Und bring mir mein Spielzeug zurück. Oh, du bist so niedlich. Da muss ich jetzt nicht da machen. Kochen. Bereits ein leckeres Gericht aus Zutaten und Beeren deiner Wahl zu. Je hochwertiger die Lebensmittel sind, desto mehr bereit und je mehr Beeren du uns essen gibst, desto besser schmeckt es. Nutze den Fächer und das Feuer zu regulieren, sobald du zum Kochen beginnst. Rühre dann alles mit dem Schöpfkelle um und gib dabei Acht, dass du nichts verschüttest. Mit der nötigen Prise Liebe und dem perfekten Timing wird daraus ein Festmahl für deine Pokémon. Ist das Gericht fertig, heißt es für alle Essen fassen. Die gemeinsame Mahlzeiten hat diverse Effekte auf die Pokémon in deinem Camp. Sie stellt zum Beispiel ihre KP wieder her oder macht sie gegenüber dir zutraulicher. Was magst du tun? Kochen. Ich habe zwar nur einen Amarena-Beeren und einen Sindelbeeren, aber ja. Einfach mal rein. Plack, plack. Willst du Kochen auswählen? Jawohl, ja. Plapp. Platsch. Los geht's. Oh. Luft zu fächern. Andrücken. Ja! Gut, ich muss aber regulieren. Es darf nicht zu fest. Oder? Luftzug fächern. Okay, also ich drücke A. Geht schnell hintereinander. Es ist gut heiß, sauer. Ja! Es spielt übrigens keine Rolle, ob ich nach links oder rechts tue. Es wird immer die gleiche Richtung da.
Vielleicht sollte ich nicht so fest. Aber zu fest, weil das spritzt so und das sieht nicht so gut aus. Mit Liebe abschmecken. Ja! Gute! Ja, Breath of the Wild Link können kochen, kann ich das auch. Und das sind meine 6 Pokémon. Scharfes Curry habe ich gemacht. Njam, 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 njam. Und? Ham. Ham. Nam. Putz, zack, weg. Güteklasse, wohin genau? Die Hälfte der KP wurde wiederhergestellt. Deine Team-Pokémon haben einige Erfahrungspunkte erhalten. Deine Team-Pokémon sind etwas zutraulicher geworden. Dank Meme Curry. So, schnell ist. Currydex, genau! Das Ziel von mir ist nicht den Pokédex voll zu bekommen, sondern den Currydex. Was ich bis jetzt hatte, ist ein scharfes Curry. So, das ist ziemlich Standard. Dieser Standard-Curry besticht durch seine leichte Schärfe, welche durch das Aroma des Gala Masalas erzeugt wird. Okay, wir werden irgendeins einmal den Currydex voll machen. Was wir heute noch werden machen, ist absolut nichts mehr. Weil es ist wieder mal Zeit geworden, würde ich sagen. Wir haben heute die Dingsregion erreicht. Naturzone. Und werden beim nächsten Mal entsprechend das ein bisschen erkunden. Endlich ein bisschen Action. Ich hoffe, euch hat es ungefähr gefallen. Mir, naja, noch nicht so. Aber es kommt sicher gut. Ciao!